So sagt in dieser letzten Werk bekannt mir auch, wie worden von Jose Marius mit Gottes Halb an seinen letzten Gebetstimer von Jose Marius betrachten. Das ist Timer Nummer 5. Und wir haben noch ein paar Stück extra von den Papieren, wo die Timer boven sind. Und wenn jemand einen fehlt, das ich sage, wir haben die hängen nach der Fing. Und ich glaube, die Aschen sind auch kurz rein, die Utedellen, wenn es fehlt. So. Das ist Timer Nummer 5 und dort heißt selig sind die Verfolgten. Aber ich dachte, wir würden mit Wiederholung anfangen. Am Freitag betrachteten wir die Seligpreisung, was heißt der selig sind die durch Frieden merken, die wollen Gott seine Kinder halten. Um seine Zuhörer zu helfen, das Beten zu verstehen, erklärte Jesus ein Bet Luther in den Salien predigt, was es meint, ein Friedmerker zu sein. Und Jesus Christus will, dass seine Nachfolger anders werden als die Juden, die bloß ihre Matjuden gut werden. Er will, dass seine Nachfolger so als arm in der himmlische Vater sein sollen. Und indem wir Frieden mit anderen siegen und dort tun, was wir können, um Frieden zu merken und Frieden zu bewahren, sind wir so als Gott. Gott hat eine unparteiische Life zu alle Säulen und deswegen ist er uns so gut. Und deswegen sind eine große bedingungslose Life zu den Menschen, dass er mit jeder Säule Frieden schaffen will. Und obwohl jeder Mensch als Sünder geboren wird, riecht Gott seine Hand zu ein jeder Säule aus und er hofft nicht, dass wir seine Gnadengabe annehmen wollen und seine Kinder wollen, durch Jesus Christus. Und als seine Kinder will Gott, dass wir auch Friedmerker sind. Wir müssen tun, was wir können, um Gnade und Mitgefühl zu verbreiten, nicht bloß an unsere Leben oder Mitchristen, wir wollen anders sein als die Juden, right? Wir sollen alle Menschen leichtlich sein und Gnade wiesen. Wir müssen Friedmerker sein. Und er sagt in Matthäus 5, Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 44, sieht jene vielen Gott und segnet die jün fliegen, dort Gott für die schlechte jün sind, und bet für die jün beledigen und verfolgen. Wenn wir diese Dinge tun, dann wollen wir seine Kinder halten. Bet für die jün verfolgen. Und wir wollen von der Marius Verfolgung betrachten, was das meint, für Christus Verfolgung zu leiden. So ich sage, dass Thema Nummer 5, der wir betrachten werden von der Marius, der Überschrift als selig sind die Verfolgten. Blessed are the persecuted. Und Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 10, selig sind die um Gerechtigkeitswillen verfolgt worden, wie es dort Himmelreich als Erd. Obwohl diese wird so eine Seligpreisung geschrieben sind, ist sie nicht wirklich eint. Wir haben all 7 Seligpreisungen gelesen. Die Seligpreisungen sind Eigenschaften, die ein Mensch haben muss, um Kind Gottes zu werden und Kind Gottes zu bleiben, um Gott zu dienen. In Vers 10 erwähnt keine Eigenschaft, sondern gibt eine Konsequenz, wenn wir die Seligpreisungen ausleben. Dort ist eine Warnung, die Jesus seinen Nachfolger gibt. Und doch so die Seligpreisungen enthält diese Sorte einen versprechenden Segen. Gott verspricht uns, sei zu segnen, wann wir das tun verarmen. Bruder Klinger sagt, auf unseren Papieren, an den Broschüren, so sagt er, wer möchte schon verfolgt werden, der sich nicht hat zu Schulden kommen lassen, außer dass er eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Oft wird diese Schrift offen missbilligt und der junge Christ wird verlacht und ausgestoßen. Wie reagieren wir als Christen, wenn wir wegen unseres Glaubens und unserer Treue zu Christus und seinem Wort verfolgt werden? So, von der Marius, wo wir unser Studium mit der folgenden Frage anfangen, woran wurden Christen, die diese Seligpreisungen ausleben, verfolgt? In seinem Evangelium gibt Johannes uns Jesus seine Antwort dazu. Woran seine Nachfolger verfolgt wurden. Jesus sagt zu seinen Hofbräuter in Johannes 7, Vers 7,
Wenn die wollen auch nicht annehmen, die mögen sich Spuß eher arm. Und dann sagt Jesus zu seinen Hofbreiter, je kann die Welt nicht zu wadren sein, mir über kann sie nicht lieben. Wir es auch an dort Verhel, dort ihre Worten vom Beisen Sturm. Und du betalt er sogar seine Brüder tau. Und diese Wort sind mit der ähnlich, die wir am Anfang von Johannes Kapitel 15 losen, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, in den Versen 18 und 19, Johannes 15, Vers 18 und 19, er sagt, wenn die Welt hier nicht leiden wird, dann denkt daran, dass sie ihr Schmied nicht gelesen haben. Wenn die noch von dieser Welt wären, dann würde die Welt dort Ehre gut sein. Nu sind die aber nicht von dieser Welt, wie es auch durch Rüt gewählt haben. Und deswegen kann die Welt nicht leiden. Die Welt kann Jesus nicht leiden, wie es heute Sinn offenbart, das wir am Anfang all hielten. Jesus sagt, dass die Welt uns auch nicht leiden wird. Indem wir Jesus seine Eigenschaften, seine Lehre und seine Charakter ausleben, dann offenbart Gott durch ihre Sünden durch uns. Er dacht durch uns. Und das gleichen die Weltmenschen nicht. Die können nicht leiden, wenn ihre Sünden aufgedeckt wurden. Und Johannes schreibt über Jesus, und am wir leben, und dort leben wir dort Wort beweit. Johannes 1. Und dort leben wir dort Licht. Ja, Licht. Dort leben wir dort Licht für die Menschen. Dort Licht scheint am Düsteren nahen, aber dort Düstere haft dort nicht verstehen. Nicht verstehen oder nicht euno. Und zu Nikodemus sagt Jesus in Johannes 3, Vers 19 bis 20, er sagt, und dort rechte Urteil ist der, dort Licht kein andere Welt nahen, aber die Menschen hatten dort Düstere Leuwe aus dort Licht. Und du hast der Hauptpunkt, nicht? Die Menschen haben dort düstere Leuwe aus dort Licht. Wie es ihre Wolken wollen, oder ihre Wolken wären vom Düsteren. Wer sich an beide Wolken äuft, kann das Licht nicht verdrehen und kommt auch nicht nur Licht, dort seine Wolken sollen fahren nachkommen. Viele Menschen haben dort düstere Leuwe aus dort Licht, was Jesus Christus gibt. Und deswegen verfolgen die Jahre, die für Jesus leben, in sein Licht in Wort verbreiten. In Johannes sagt in 1. Johannes 3,13, wundert jüt nicht, liebe Brüder, wann die Welt jüt nicht leiden kann. So ist wie es Menschen, wie wollen einmal Mank posten. Ist es nicht so? Das geht uns weh, wenn wir irgendwo nicht Mank posten. Wir wollen nicht rütstärken. Und als Kinder Gottes, wo wir kriegen so Gott so verfolgt. Nicht verfolgt und versorgt. Wir wurden so versorgt. Wir wollen Mank posten. Wir wollen uns untreuen, kriegst aus die Menschen, right? Luten kriegst aus die Weltmenschen. Down, was die Weltmenschen down, dort wie Mank posten. Und dann, sagen wir noch Jesus in die Jünger? Wenn wir posten direkt an der Welt, ne? Dann haben wir eigentlich eine andere Meister über uns. Jesus sagte, seine Jünger, die wollen nicht leiden können. Wenn es auch, wo durch dachen. Und wenn Jesus nicht durch uns dachen wird, dann fehlt das Wort. Ist das nicht so dort? Gemäß, was Jesus uns hier beigebracht hat. Das ist es dort. Bruder Klinger sagt im Kommentar, was wir hier vor uns haben, der Apostel Petrus bestätigt das Zeugnis Jesu, dass wir wahrlich gesegnet werden, wenn wir um seines Namens willen verfolgt werden. Seit der Zeit der Apostel bis in der Zeit der heutigen Gemeinde erleben Christen Verfolgung. Petrus sagt, dass wir jederzeit dazu bereit sein sollen, ein Glaubensbekenntnis abzulegen,
jedoch im Geist der Sanftmut und der Ehrfurcht. Und Petrus erklärt in 1. Petrus 4, Vers 14, was sagt hier, wenn sie du wegen ewig schauen, dass die Christen sind, dass das für jünd ein Segen. Wie es doch meint, dass Gott sind jetzt ut der Herrlichkeit ewig ruht. Das ist ein Segen, wenn wir verfolgt worden sind, das ist ein Beweis dafür, dass Gott an uns wohnt, sagt Petrus ans hier. Aber seid ihr nur, dass keiner von jünd wird machen Lieden aus einem Mörder oder Stehler oder aus einer, der Trübel merkt und sich manch Sachen mengt, die am nicht kämmern. Wer wegen Lieden macht, wie es ein Christ ist, braucht sich nicht schämen, dankt Gott dafür, dass die Christen sind. Petrus sagt, wenn wir Lieden machen wegen Arrechtet tun, wenn wir was Arrechtet tun haben und dann Struf dafür kriegen, dann lied wir als Christen, als das Verfolgung. Das selbst verdient, nicht? Wenn wir was Arrechtet tun und dann dafür Struf kriegen, das haben wir dann verdient. Das ist nicht Verfolgung um Christi willen. Und dort gibt es Menschen, die sich Christen nennen von der und Tag, die sich eben die Lohn gesetzen halten. Und vielleicht tun sie ihre Taxes nicht tun, Steuern. Oder ihr Geld nicht reich melden, du musst so weniger Steuer tun machen. Und dort sind dann, wenn die unsere Regierung nicht gleichen, machen wir trotzdem unsere Steuern tun. Und die Gesetze halten so lange, dass die nicht gegen Gottes Wort gehen. Das wird Jesus ans beigebracht haben. Right? Wir machen dann, was reich ist. Und manchmal, weil die Regierung irgendwas von uns haben, was nicht mit Gottes Wort übereinstimmen wird, dann machen wir anders handeln. Als Kinder Gottes. Wir machen Gottes Wort ausleben. Über Steuer nicht zu tun, Taxes nicht zu tun. Ich mag an Jesus denken. Du hast niemals eine Regierung mehr unabhängig aus der römischen Regie warst, wo Christen lebendig damals verbrennen dort. Okay? Und doch, als die Juden Jesus frühen, ob sie ihre Steuern tun sollen, antwortet Jesus, dann gebt den Kaiser, was sind es, und gebt Gott dort, was Gott sind es. Und hier auf Jesus, so sei er klar geredet über diese Sachen, wie wir an einmal Krieg dort, dann wird Jesus ans beigebracht haben. Right? Wir sollen sein Namen, sind Häufen, Verfolgung leiden. Right? Das ist okay. Dann sagen wir Segen von Gott. Aber wenn wir was errichtet da und dann dafür gestruft kriegen, das habe ich verdient. Und Jesus sagte in Matthäus 4, Vers 11 und 12, seilig sind die, wenn die Menschen um mich häufen, ewig schelten, verfolgen und alle Hund schlechtet nur reden, wenn das nicht so ist. Wenn das nicht so ist, dann sei ihr gesegnet. Freut jünd und seid hexfroh, dort wird jünd im Himmel gut belohnt worden. Bloß gut so haben sie die Propheten verfolgt, die verjünd werden. Und ich glaube, wir würden alle an was die Propheten denken können, die um Gott sind häufen verfolgt werden. In Vierten waren die verfolgt, wie es die Menschen vor Gottes Euer am warnten, wenn sie nicht abhören würden zu singen, right? Und sich zu Gott waren drehen. Ich habe an was die Propheten denken vom Alten Testament, die für Gottes Wahlen verfolgt waren. Paul? Ja, im Neuen Testament for sure, ja. Ja, im Alten Testament. Jeremia, right? Dort weit wie Gott, right? Was er alles durch muss. Und wer noch? Elia, Elisa, Zacharia und auch Mika. Wer mal lesen will, wenn wir unsere Bibel in der 2. Chronik 18 aufnehmen. Du sollst lesen wie von Mika. 2. Chronik 18. Du sagst uns der Bibel, wo Ahab, der König von Israel, Josaphat, den König von Juda, unheim Amt zu halten, gegen Ramat in Gilead zu striden. Und dann sagt die Bibel uns in der Vers 4 bis 7, 2. Chronik 18 von Vers 4 bis 7. Vers 4.
Aber Josaphat sagt dem König von Israel, freu doch erst dem Herrn, was du sagt. Und dann versammelt der König von Israel die Propheten. 400 Männer und sagte an, soll die Stadt Ramat und Gilead angreifen gehen oder nicht? Und sie sagten, Guhan, der Herr wird dir in deine Macht geben. Josaphat überfragt, ist hier nicht noch irgendwo einer von dem Herrn seiner Propheten, dort wie durch Arm den Herrn befreien kann? Das ist nicht interessant. Die Propheten, die sehen, die Königs kriegt dort, was die hören wollen, nicht? Aber Josaphat wird klar, diese Propheten, die wären nicht Gott seine Propheten. Die sehen bloß, was sie hören wollen. Und der König von Israel sagt, Vers 7 zu Josaphat, hier ist noch ein Mann, wodurch einer dem Herrn befreien kann, aber er kann dem nicht leiden. Wie es mir niemals gaudet und bloß immer eigentlich unsein det. Dort ist Mika Jemla sin sehen. Woran könnte der König am nicht leiden? Hat ihm einmal die Wahrheit gesagt. Er hat ihm einmal bloß schlecht prophezeit, er war arm. Woran? Ja. Das kann ich beißen, wir nicht, dass wir schlecht. Dem kann ich nicht leiden. Liebe Schwester, wir müssen niemals Angst haben, dort Reichte zu sein, dort zu sein, wo Menschen ans am Hort leicht. Dort wird nicht einmal euch genommen. Aber wenn wir dort über Leib reden, über Not, du da kann Gott dachten. Wenn wir uns einmal probieren, andere Mang zu posten, so die Weltmenschen zu sein, an einmal dort sein, was sie hören wollen, und niemals an Gottes Wort bringen, dann können wir nicht von Gott gebraucht werden. Ja, wir wollen nicht Verfolgung leiden, Martin, aber wir wollen auch nicht an den Himmel kommen. Der wohl als Ansen. Weil wir unsere Gebetspunkte nie durchnehmen. Ganz eng sind 3 Gebetspunkte, oder 2 Gebetspunkte und dann noch ein Segen. Dort sagt er, lasst uns in der Macht des Namens Jesu beten, dass Gottes Wort vor Ort und in der ganzen Welt gepredigt und verbreitet wird. Matthäus 28, 18-20 wird uns hier gegeben und dort sagt du eine Schrift, und Jesus sagte an seine Jünger, mir ist alle Gewalt gegeben am Himmel noch geappelliert, dann gut nu die Völker von der Welt und merkt an der Lehrlinge und deubt an den Namen von dem Vater, von dem Sohn und von dem Heiligen Geist. Lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe, und verlut ihnen durchab, ich sie immer bejünt, was eng von der Welt. Zweitens, lasst uns beten, dass der Geist Christi uns und die verfolgte Gemeinde dazu befähigt, so zu leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und jetzt eine längere Aufschnitt, aber der ist so wertvoll, der will ich auch für uns lesen. Römer 12, 9-18. Paulus sagt, dort jünen Leib nicht hecheln, ha ein Aufscheu für dort, was schlecht ist, und hält fast, was gut ist. Als Brüder sei jünt einander von Horten gut sein, merkt immer Rühm für den Nächsten seine Ehe, sieht nicht viel, wann es kommt zu tun, was die tun sollen, sie dringend im Gebet dem Herrn zu dienen. Nie hörch mal. Sieht froh in jener Hoffnung, geduldig, wann die Lieden matten, unhellend im Gebet. Halbt ihren, wo der Held dort fehlt, sieht jasfrei und abnehmend, segend die ihn verfolgen, segend und leicht nicht ein Fluch ab an, fred jünt mit die mit, die du froh sind, und hielt mit die mit, die du hielt. Lebt in Einigkeit und denkt von jünt selbst nicht hochrüht, geeft jünt auch mit die auf,
die du leicht stehen, und halt jünd nicht selbst für klug. Vers 17. Wat jünd schlecht euch tun, tut das nicht mit schlechte Trei. Streeft zu tun, was ihren Hof ist, und alle Menschen zum Guten dient. Tut alles, was die kann, wann dort möglich ist, mit allen Menschen Friede zu haben. Und dann zuletzt sagt dort ganz am Ende nach, Jesus verheißt reichen Segen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen, sagt Jesus, und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Selig sind die, die um Gerechtigkeit werden verfolgt worden, wie es dort himmelreich es Erd. Gott hat uns berufen, anders aus der Welt zu sein, von der Welt apart zu bleiben und so arm zu sein. Und manchmal meint Christus ähnlich sein, dort wie fälschlich verfolgt worden, dort wie verfolgt worden, obwohl wir dort nicht verdient haben, Christus Wort. Aber irgendwann wie verfolgt worden, können wir uns freuen, so der Apostel damals deuten, dort wie wird geacht sein, für Christus zu leben. Das wird der Apostel deuten, aus der Verfolgung leiden mussten. Die kämen dann nur dem Taub und der jubelnd und preisten Gott, dort Gott an wird geacht hat, für ihn zu leben. Und wir haben nicht vergessen, was Jesus ans Matthäus 10, 27 und 28 sagt. Wo ich jünd am diesteren sei, du von Red bidach, und wo ich jünd am Uhr gefurschelte Wort, oder ha, predigt vom Höchstdach. Und fürchtet nicht für die den Körper dort merken kann, und der Seil über nicht dort merken kann, fürchtet lieber für den, der Körper und Seil verdorben kann, an der Hall. So, liebe Geschwister, muss Gott uns helfen, am Treu zu bleiben, auch wenn dort meint, sind helfen, verfolgt zu werden. Und das ist mein Wunsch für uns alle. Amen.